9. Ausgabe. Ich bin ganz glücklich, dass wir heute eine tolle Runde gefunden haben, mit der wir über Infrastruktur, über Bahn und auch über internationale Zusammenarbeit sprechen dürfen heute. Ganz toll, möchte ich mich bei euch allen da draußen ganz herzlich bedanken. Wir haben gestern die 500 Millionen wäre auch nicht schlecht, die 500.000 Marke geknackt an Visits, an Likes, an Views und so weiter und so fort. Also vielen, vielen Dank. Ein toller Erfolg für die Digiwiesen, ein toller Erfolg für unsere Partner, die ich auch hier nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Huawei sitzt heute hier. Ingobert, danke auch dir jetzt mal persönlich als Partner. Wir haben Uber dabei, wir haben Jabra, wir haben den DI4, den German Mittelstand natürlich und CrowdStrike, AWS darf ich nicht vergessen und Zscaler. Das sind unsere Partner und Sponsoren, ohne denen eine Digiwiesen gar nicht möglich wäre. Ganz besonders freut mich auch die Unterstützung vom Land Bayern, die ihr uns ganz nett hofiert habt sozusagen. Seit Corona gibt es ja das Format in dieser Richtung, in dieser Ausrichtung sozusagen. Und Clemens Baumgärtner, der Wiesenchef, der auch immer wieder gerne Gast hier ist und auch nach bestem Wissen und Gewissen die Digiwiesen unterstützt. So viel zur Danksagung bei 500.000 Views, muss auch mal sein. Also, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und ihr dürft gerne auch mal zwischendurch einen Applaus machen, müsst nicht ganz still sein da unten. Also einmal Lärm für uns alle hier, bitte. Ja, und Gratulation zu den 500.000 Views. Dankeschön. Ich freue mich ganz besonders, natürlich Staatsminister Florian Herrmann hier begrüßen zu dürfen. Daneben, ich hoffe, ich mache es protokollarisch richtig, das müsst ihr entscheiden. Daneben die Großkonsulin, die Konsulin, Generalkonsulin, danke, aus der Schweiz, Elisabeth Schmalinen. Wir haben Ingobert Veit hier von Huawei. Und jetzt muss ich wieder aufpassen, Kasper Preising. Von Preising. Da gibt es ja, glaube ich, noch einen Graf dazwischen, darf man den sagen? Sagt man den? Ich bin da jetzt nicht so fit. Kann man sagen, genau. Aber muss man nicht. Wunderbar, perfekt. Also eine tolle Runde. PricewaterhouseCoopers, Huawei, Staatskanzlei, ganz klar. Ja. Dann fange ich auch gleich mal bei dir an, lieber Florian. Schön, dass du heute da bist. Sehr gerne. Wir wollen ja heute ein bisschen über die Zusammenarbeit sprechen, wie wir so international aufgestellt sind. Jetzt haben wir in Bayern ja eine besondere Beziehung zu unseren Nachbarländern. Wie stark ist denn die Nähe zwischen Schweiz und Bayern? Also die ist durchaus stark. Ich glaube nur, dass das Mikro wieder nicht geht, oder? Doch, also wir haben einen vollen Ausschlag. Schwankt immer, macht aber nichts. Also vor allem zu verschiedenen Kantonen haben wir eine intensivere Beziehung über die Arge Alp und über die Bodensee-Konferenz. Das sind institutionalisierte Kooperationen auf der Länderebene, um über gemeinsame Themen diskutieren zu können, gemeinsame Beschlüsse zu fassen, gemeinsame Interessen zu vertreten. Also das sind halt die Alpenanrainer und da gibt es immer wieder gute Treffen. Also insofern immer eine große Offenheit und natürlich verbindet die Bayern mit der Schweiz auch ein bisschen diese Eigenständigkeit und diese leichte Aufmüpfigkeit. Siehst du das ähnlich, Elisabeth? Ja, doch, absolut. Also Bayern und die Schweiz, wir sind beides Alpenländer und in diesem Sinne kann ich schon sagen, dass wir sehr ähnlich ticken. Und die Beziehungen, wie der Herr Staatsminister eben auch erwähnt hat, die sind einfach schon aus dem Gesellschaftlichen heraus gewachsen. Die sind eng, die sind sehr gut, die sind auch in fast allen Bereichen, also sie sind dynamisch und natürlich gibt es hier und da mal eine Herausforderung, aber der Dialog, der besteht sehr gut, sehr intensiv miteinander und einfach auch um aufzuzeigen, was wir schon in der Wirtschaft miteinander verbinden. Der Handelsaustausch zwischen der Schweiz und Bayern ist gleich groß wie Schweiz und UK. Also okay. Der ist sehr hoch und insgesamt mit Süddeutschland ist für uns eine der wichtigsten Wirtschaftsregionen überhaupt. Das zeigt auch wieder, sage ich mal, die Bedeutung von Bayern eigentlich auch. Ne? Wenn man solche Zahlen hört, diese Connect sozusagen ist dann extrem wichtig. Klar, wir können ganz gut mithalten, was die wirtschaftliche Leistungskraft betrifft im internationalen Vergleich. Natürlich sind wir Teil der Bundesrepublik und es gibt überhaupt keinen Zweifel dran, aber ein gewisses Eigenständigkeitsgefühl haben wir immer und es drückt sich auch dadurch aus, dass wir, was Export betrifft, ziemlich stark dastehen und einfach vom Bruttoinlandsprodukt durchaus mit anderen EU-Mitgliedstaaten mithalten können, was wiederum wichtig ist, weil wir ja schon darauf hinweisen, dass
Bayern der wirtschaftliche Motor von Deutschland ist. Und wir immer schauen müssen, dass der nicht ins Stottern gerät, weil sonst der Wirtschaftsmotor in Deutschland ins Stottern gerät. Ja, definitiv. Also, tolle Aufgaben. Wir haben ja heute auch so ein bisschen das Thema Infrastruktur. Deswegen haben wir ja auch zwei Gäste, die ein bisschen besser sich auskennen als ich. Oder nicht nur ein bisschen, sondern viel besser sich auskennen. Meine Unterstützung sozusagen zum Thema Infrastruktur. Jetzt haben wir ja pünktlich wie die Schweizer Bahn. Das ist ja ein Klassiker. Das ist ein geflügeltes Wort sozusagen. Was macht denn die Schweiz einfach da anders? Ich denke, wir sind einfach, vom Grund her sind wir schon mal ein Bahnland. Also bei uns ist die Bahn sehr stark in der Gesellschaft verankert. Und eine große Veränderung, die wir schon seit bald 40 Jahren haben, wir haben den sogenannten Taktfahrplan. Das heißt, man weiß ganz genau, um jede Stunde, um die gleiche Zeit fährt diese Verbindung. Und das hat sehr stark zur Zuverlässigkeit der Bahnen geführt. Also ich muss nicht dringend den Fahrplan im Kopf haben, sondern ich weiß, zur vollen Stunde gehen immer diese und diese Linien sind einfach da. Und die Verankerung eben in der Bevölkerung sehr stark. Das heißt nicht, dass wir nicht auch das Auto benutzen. Es ist nicht so, dass die ganze Bevölkerung nur noch auf den öffentlichen Verkehrsmitteln sind, aber sie sind einfach, die Balance ist sehr, sehr gut gehalten, weil das Angebot der Bahn sehr hoch ist. Was macht denn da? Das kann ja nicht nur am Fahrplan liegen, wir haben auch einen Fahrplan. Also ich glaube auch, ich weiß, dass immer um halb geht der Zug nach Frankfurt oder was weiß ich, was auch immer. Es kann ja nicht nur am Fahrplan liegen. Ist da die Stimmung oder sind auch die Menschen sozusagen auch anders mitgenommen? Ja, also ich meine, ein solches System kann nur funktionieren in einer direkten Demokratie wie die Schweiz, wenn Politik und die Bevölkerung da am gleichen Strang ziehen und es die gleichen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse bedeckt der Bevölkerung. Und es ist einfach von der Investition in die Infrastruktur, weil Bahn ist ja eigentlich etwas sehr Technisches. Das muss funktionieren, dass von A bis Z die Serviceleistung gegeben werden kann. Und da muss man relativ viel Geld in die Hand nehmen. Das macht die Schweiz. Wenn wir das jetzt beim Pro-Kopf-Ansatz sehen, in der Schweiz sind das ungefähr 400, 450 € pro Person, wo in das öffentliche Netz hineingesteckt wird an Geld. Und in Deutschland ist das, glaube ich, im Moment bei etwa 150 €. Okay, also das sind wir dann Unterschied. Naja, ich meine, im Endeffekt ist es doch so, Geld baut Schienen, Geld baut Infrastruktur. Die Schweiz, glaube ich, hat viel kleinere Bahnstreckennetz als Deutschland, aber gibt genau diesen doppelten Betrag aus pro Kopf. Und dann erklärt sich das natürlich. Ist ja klar, wenn ich mehr investiere in die Infrastruktur, die ja ständig mitwachsen muss, Deutschland wächst ja auch, Bayern wächst, es sind mehr Leute, wir wollen ja auch auf die Schiene noch viel mehr verlagern, wir wollen, dass die Leute im öffentlichen Personenverkehr und Nahverkehr fahren, also muss auch entsprechend investiert werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Also da braucht es ein politisches Commitment, in erster Linie des Bundes, einfach mehr in die Schieneninfrastruktur zu investieren. Also ich bin ja auch im Präsidium beim DI4, das ist ein Verein, der sich um Investment in Infrastruktur bemüht und kümmert und auch selber investiert. Ingobert, da kommen wir ja gleich in die Wirtschaft. Wie stark wird denn auch so ein Investment, sage ich mal, in Infrastruktur von der Wirtschaft aus committed? Ja, also das ist absolut zentral. Erstmal ist es so, dass eine Infrastruktur, eine Technologie, die ist natürlich genau das Gleiche in der Schweiz oder in Deutschland. Die Frage ist, wie man sie einsetzt und wie man den Rahmen dafür setzt. Und das, was du jetzt genannt hast, ist ein sehr gutes Beispiel und auch, wie es der Herr Staatsminister gesagt hat, am Ende des Tages ist es eine Frage des politischen Willens und natürlich des Geldes. Ja, und das hängt ja miteinander zusammen. Um da vielleicht ein kleines Beispiel zu geben, wir beklagen uns ja alle in Deutschland. Wir kommen ja vielleicht später noch auf die Pünktlichkeit der deutschen Züge, aber ich glaube, wir haben schon ein Thema, es könnte noch ein bisschen besser gehen, was so die Mobilfunkversorgung im Zug ist. Ja? Also wenn man jetzt von München nach Berlin fährt oder eine andere Stadt, klappt es immer noch nicht so hundertprozentig, dass man, sagen wir mal, toujours Homeoffice und sowas machen kann. Das heißt, infrastrukturmäßig haben wir da noch, ich will nicht sagen Nachholbedarf, aber man kann es noch ausbauen. Und wie kann man sowas schaffen? Wenn man das mal versucht zu erklären, ist es so, dass das Netz, was wir da nutzen, das allgemein bestehende Public-Mobilfunknetz ist.
Und das kommt natürlich schnell an seine Grenzen, wenn man da so durch verschiedene Regionen fährt. Und was man jetzt infrastrukturmäßig schon machen könnte, ist da nochmal dezidierte Infrastruktur sozusagen aufzurüsten, die also nur dazu dient, die Strecken auszuleuchten und die Leute, die die Bahn benutzen, einen besseren Empfangslevel sozusagen zur Verfügung zu stellen. Also wenn man da jetzt mal in Technologie einstellt, in so einem Public-Netzwerk, da haben Sie klassische Mobilfunkantennen, die 3 Sektoren beleuchten. Da versuchen Sie möglichst gut und umfassend den Coverage herzustellen. Man könnte das jetzt aber zum Beispiel durch eine zusätzliche Infrastruktur linear bedienen. Also man kann die Antennen so ausrichten, dass sie sich sozusagen nur auf die Streckenführung konzentrieren. Und da, interessanterweise, macht die Schweiz gerade einen Piloten genau zu so einem Projekt. Und das sind natürlich Dinge, die man tun kann, um den Standard, den Qualitätsstandard, den Mobilfunkstandard in der Bahn zu heben. Das kostet aber Geld und da sind wir beim Bund, der natürlich dann da größer einsteigen muss, möglicherweise das BMDV. Wir wissen, es gibt eine Gigabit-Strategie, da ist das Thema bessere Versorgung der Bahnstrecken auch beinhaltet und da gibt es auch eine Diskussion, aber das ist ein Beispiel. Ja. Die Infrastruktur, Technologie ist da, man muss sie einsetzen. Aber wer zahlt die Rechnung zum Schluss? Also ist es der Bahnfahrer, ist es der Bund, ist es der Freistaat? Wer muss denn da Geld aufmachen? Also im Endeffekt ist die Idee, dass es eigentlich der Kunde bezahlt, aber der kann jetzt auch nicht unendlich hohe Beträge bezahlen, das muss sich rechnen für den Mobilfunkbetreiber, ist klar. Und das ist halt natürlich alles Sache des Bundes. Wo wir eingreifen können, ist dort, wo es diese Wirtschaftlichkeitslücke gibt. Das bezieht sich auf der einen Seite auf die Beschleunigung für den Mobilfunk und auf der anderen Seite beim Breitband. Das sind ja beides Herausforderungen, weil es uns ja halt politisch nicht nur darauf ankommt, die schnelle Verbindung im Zug zu haben und entlang der Autobahnen, ist für wichtig natürlich. Aber bei uns kommt die zusätzliche Herausforderung hin, wir wollen natürlich die flächendeckende Versorgung haben von ganz Bayern. Und jeder von uns kennt genau die Stelle, wenn man, ich sage mal, in Richtung Niederbayern fährt oder in einem bestimmten Ort um eine Kurve, wo das abreißt. Und das ist natürlich sehr unbefriedigend. Und deshalb unterstützen wir das aus der staatlichen Sicht. Wir haben jetzt den Mobilfunkpakt geschlossen, also zwischen dem Freistaat, aber eben auch den kommunalen Spitzenverbänden und den Betreibern, um die Probleme aus dem Weg zu räumen, die halt bestehen. Das ist auf der einen Seite sind es die Planungsverfahren oder sagen wir mal die Vorschriften für die Errichtung von Masten, die haben wir jetzt erleichtert, einvernehmlich, sodass ich genehmigungsfrei höhere Masten bauen kann, was absolut notwendig ist, weil wenn man schon mal ein Grundstück gefunden hat und keine riesigen Proteste, dann dauert es auch viel zu lange für die Genehmigung. Das haben wir also gelöst. Und dann geht es halt darum, die Wirtschaftlichkeitslücken zu schließen, sodass halt auch die Kommunen sich noch mehr beteiligen können an der Errichtung von den Mobilfunkmasten, einfach um die Lücken zu schließen. Das ist ganz wichtig und deshalb der Pakt. Und es hat eigentlich gut funktioniert. Also es wurden jetzt in den letzten Jahren, ich glaube, 800 neue Standorte, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also Ziel ist 1000 neue Standorte, weil man die braucht, jedenfalls für den aktuellen Standard. Und 800 noch was sind schon erledigt, das ist gut. Und insgesamt 16.000 alte Standorte nachgerüstet. Also ist auch einfach wichtig, weil völlig klar ist, wenn wir von Internet der Dinge träumen, von autonomem Fahren, und das sind ja alles keine Träume mehr, sondern es ist ja zum Greifen nah, dann wird es nur funktionieren mit einer flächendeckenden Netzabdeckung. Ich komme gleich nochmal mit einer Frage auf dich zurück, aber ich möchte dich, Kasperl, ganz schnell mit reinnehmen. Als PwC seid ihr ja auch international aufgestellt. Ihr habt ja einen Blick über die Grenzen hinweg sozusagen. Was siehst denn du, wo ist denn der Unterschied sozusagen? Warum bei uns Breitband ein bisschen zacher läuft, hätte ich jetzt was gesagt, und manchmal wie bei euch vielleicht etwas mehr Akzeptanz hat, was auch immer es ist? Die Systeme, vom Politischen angefangen bis zur einfachen Entscheidungsfindung in den unterschiedlichen, jetzt mal speziell europäischen Ländern, aber selbstverständlich auch darüber hinaus, sind natürlich so mal heterogen, dass man so direkte Vergleiche oft gar nicht treffen kann. Selbstverständlich schauen wir in die anderen Länder, in denen wir tätig sind, das tun aber die Regierungen auch, und
schauen sich dort Best Practice ab. Jetzt ist aber der zuletzt angesprochene Ausbau der digitalen Infrastruktur eigentlich ein ganz gutes Beispiel für, wie es doch klappen kann, zumindest auf der strategischen Ebene. Dann hast du vorhin gefragt, wer zahlt denn dafür? Und das ist eigentlich ganz kompliziert, weil ich durfte das ja begleiten, oder wir als PwC erstmal für Bayern, jetzt für den Bund, und natürlich schauen wir auch in andere Länder, die Unterstützung dieses Breitbandausbaus. Da hat man sehr früh erkannt, ich fange mal bei Bayern an, weil wir auch in Bayern sind, nämlich schon 2012, dass man das mit einem Förderprogramm unterstützt, weil es für den Standort Bayern wichtig ist. Und zu einem Zeitpunkt hat man da den Bedarf gesehen, den zukünftigen, wo die Bürger das noch nicht gesehen haben und auch noch nicht bereit waren, dafür zu zahlen. Deswegen braucht es die Förderung, weil wenn der Bedarf da mal da ist, dann kann ich eine Infrastrukturmaßnahme so schnell eben nicht herstellen. Also es braucht diese Vision, die von der du ja gerade gesprochen hast, die in der Schweiz ja eben dann auch gemeinsam mit Bürgern zu schneller Umsetzung führt, die war beim digitalen Infrastruktur wie die da, auch mit Geld hinterlegt in Bayern und auch beim Bund. Und dann geht es halt darum, wie macht man das? Also dann geht es quasi das Handwerkliche. Und da gibt es ja dann auch noch Weichenstellungen vorzunehmen. Aber grundsätzlich die Vision beim Digitalen war da und ist da. Die Vision sozusagen, das ist auch bei euch der Antriebsmotor für alles, was Infrastruktur ist? Die Vision? Ja, also absolut. Also ich denke, wir müssen da auch sehen, dass Schweiz und Bayern da eigentlich Peers sind und wir uns gegenseitig im Wettbewerb auch anspornen. Es gibt eine sehr interessante Studie vom Verband Bayerischer Wirtschaft, wo die Standortqualität von verschiedensten Ländern gegeneinander verglichen wurde. Ich bin jetzt da glücklich, die Schweiz hat das gewonnen, aber Bayern ist auf Nummer 2 und das heißt, dass wir auf einer sehr hohen Liga miteinander spielen. Wir haben ähnliche Herausforderungen, eben bei den Kosten oder eben auch bei den Lohnkosten, aber wir haben eine sehr hohe Attraktivität bei der Umsetzung, bei der Stabilität, der politischen Stabilität und auch bei der Innovationskraft. Also das sind auch immer Dinge, die noch dazu spielen, die eben eine Einheit dann machen. Es ist nicht nur, dass vielleicht die Schweizer mehr Geld reingeben oder einfach durch unsere sehr föderalen Strukturen das gemeinschaftlich schneller, also nicht schneller, sondern einfach durchbringen, weil eben der Konsens abgeholt wird von allen Parteien. Aber wir sind da eigentlich vielleicht mit einer anderen Marke Turnschuhe unterwegs, aber wir sind beide sehr sportlich und sehr agil. Jetzt auch aus der Wirtschaft nochmal gefragt, ist da in dem Markt auch ein Unterschied? Ist eine größere Bereitschaft oder eine Wertschätzung gegenüber Digitalisierung oder Infrastruktur gegeben bei den Endkunden sozusagen, bei den Verbrauchern, dass man einfach sagt, bei uns braucht man kein 49-Euro-Ticket. Ich finde es gut, also Gottes Willen, ich will es nicht schlecht reden, aber wir sind bereit, einfach ein paar Euro mehr für gute Infrastruktur auszugeben. Oder ist da hier also gibt es hier ein Gefälle? Vielleicht Ingo erstmal. Ja, also da vielleicht ganz konkret antworten, da gibt es ein Gefälle aus unserer Sicht. Also ich werde es nie vergessen, wir haben vor einigen Jahren eine Verbandsreise unternommen in die Schweiz, um uns da mal anzugucken, wie das da läuft. Da haben wir mit den verschiedenen Betreibern, aber auch mit dem Regulator in der Schweiz gesprochen. Und da hat sich da schon klar herausgestellt, dass der Schweizer Mobilfunkkunde jetzt mal so etwas pauschal gesprochen etwas anders tickt als der deutsche. Und ich würde es daran festmachen, der Schweizer Mobilfunkkunde ist eher qualitätssensitiv, wohingegen der deutsche eher preissensitiv ist. Das heißt, der Schweizer ist tendenziell durchaus bereit, ein bisschen auch was zu bezahlen und mehr, aber sobald die Qualität nicht mehr stimmt, passiert was. Ja? Dann schwenkt er um, dann geht er zur Konkurrenz. Und bei uns ist es eher der Preis, Hauptsache der Preis stimmt. Ja? Die geht dann auch oft über die Qualität. Und das sind schon Dinge, die haben auch Rückkopplungen auf die Infrastruktur. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, warum die 3 Betreiber in der Schweiz alle auf einem relativ hohen Qualitätsniveau waren. Wegen dieser Qualitätssensitivität. Ja? Wenn da ein Kunde abspringt, geht er zur Konkurrenz, also mussten die da sozusagen tête-à-tête agieren. Wohingegen wir in Deutschland halt da auch ganz viel über den Preis gemacht haben. Ja? Und das Thema Geiz ist geil ist, würde ich jetzt mal selbstkritisch sagen, nichts, was uns in Deutschland gut getan hat, gerade auch mit Blick auf Infrastruktur. Weil wir waren ja gerade dabei, wer bezahlt, und da würde ich durchaus mal eine breitere Perspektive einnehmen. Natürlich, also der Staat muss den Rahmen stellen, der muss vielleicht Förderprogramme bereitstellen, aber wir sind ja alles
wie wir hier sitzen oder auch auf die Wiesen gehen, Konsumenten dieser Infrastruktur. Ja? Und damit hat man auch, wenn man so will, einen gewissen Einfluss und der macht sich halt auch über den Preis fest. Und wenn man bereit ist, da mehr auszugeben, dann kann man natürlich auch bessere Infrastrukturen einfordern und das ist vielleicht auch gut so. Und das wollte ich vielleicht jetzt nochmal mit einem Punkt verknüpfen, auch nochmal sozusagen als einen kleinen Hinweis aus der Wirtschaft. Also es ist in der Tat so, die Studie, die Sie genannt haben, die Schweiz, Bayern sind fantastische Standorte ob der Rahmenbedingungen. Wir sind hier mit unserem Europäischen Forschungszentrum von Huawei seit mehr als 15 Jahren. Also wir sind jetzt nicht wie Apple gerade sozusagen neulich eingestiegen, sondern seit 15 Jahren und haben über 500 Forscherinnen und Forscher, die dort forschen. Warum haben wir das seinerzeit dort aufgebracht? Natürlich, Forschung heißt qualifizierte Leute, weil wir dort das Umfeld vorgefunden haben. Das hat natürlich damit zu tun, dass das der, sagen wir mal, Elektronik-Cluster in Deutschland ist und da sind viele Fachkräfte, gute Universitäten, Forschungsinstitute etc. Und Gleiches auch in der Schweiz, da sind wir noch nicht ganz so lang, sind wir aber auch mit über 100 Leuten mittlerweile in der Forschung. Was man aber natürlich bedenken muss, die sind jetzt alle gekommen und auch mit Familien und so weiter. Und gerade diese digital affinen Forscher und in deren Umfeld, die haben natürlich höchste Ansprüche an die Infrastruktur. Und ich glaube, da sind die Standorte dann wieder, wo man sozusagen lebt, sich bewegt, echt gefragt, da auch vorwegzugehen. Weil, jetzt mal ganz salopp gesprochen, ja, mittlerweile halt auch Standortentscheidungen getroffen werden, wie da so die Netzabdeckung ist. Ja, das gilt Gewerbe, aber durchaus jetzt mal überspitzt formuliert auch im Privaten. Und das sollte natürlich auch Motivation sein, da nicht nachzulassen oder sogar noch mehr drauf zu setzen, weil in diesem Sinne ist man in einem Wettbewerb. Wir stehen ja in Europa, also nicht nur in Europa, aber wir stehen ja auch in Europa im Wettbewerb sozusagen. Wie siehst du das dann, Kaspar? Das, was der Ingobert auch gerade gesagt hat, wenn wir in diesem Konkurrenzdenken sind, wie schnell können wir hier uns positionieren? Also so schnell wie möglich. Also wir müssen es ja tun und müssen da selbstverständlich auch in andere Länder schauen, wie es dort gemacht, wie es dort vielleicht besser gemacht wird und müssen uns gegebenenfalls auch mit der Agilität unserer eigenen Systeme beschäftigen, also auch des politischen Systems, was funktioniert in föderalen Entscheidungssystemen gut und was funktioniert vielleicht auch nicht so gut, muss zumindest mal hinterfragt werden. Und wenn man sich die Digitalisierung insgesamt ansieht, dann ist das eine riesen Herausforderung, die aktuell irgendwie dezentral organisiert wurde, wie das unserem System irgendwie auch entspricht mit OZG. Man hat das verteilt auf verschiedene Schultern und merkt jetzt, es geht aber nicht zusammen. Das heißt, wir sind in Deutschland deutlich weniger weit, also einfach mal auch mit der Digitalisierung, als wir eigentlich sein wollten und sicherlich sein sollten. Und da geht es dann schon auch an die Frage, wie entscheiden wir Dinge innerhalb Deutschlands. Das ist sicherlich eine große Frage, die wir jetzt hier nicht am Tisch lösen. Aber das geht schon auch über die Infrastruktur raus. Und das soll gar nicht heißen, dass wir überall schlecht und langsam sind. Nur ein paar Sachen sind wir es und da müssen wir halt, glaube ich, anschauen, wie es andere vielleicht besser machen. Und da ist die Schweiz möglicherweise in vielen Fällen auch ein Land, an dem man sich orientieren kann, auch teilweise. Ingo, du hast ja gerade vorhin auch Forschung angesprochen, dass ihr an verschiedenen Standorten Bayern und Schweiz auch aktiv seid. Forschung an sich, wie stark ist da die Zusammenarbeit zwischen euch beiden jetzt zum Beispiel? Ist das eher ein Konkurrenzdenken oder kann man da wirklich sagen, nee, wir haben eigentlich das gleiche Ziel, Europa stark zu machen? Oder ist da jetzt jeder erstmal, so wie ich zu Hause, ich sage, das ist mein Platz, da haben die Kinder nichts zu suchen? Oder ja, wie ist das? Wie sieht man das bei euch? Also wir sind sehr interessiert oder nicht nur interessiert, wir machen das ja schon bereits. Also mit keinem anderen Land hat die Schweiz so viele Forschungsprojekte über Horizont Europa, also dem Forschungsfonds von der EU. 41% der Projekte ist Deutschland und die Schweiz mit dabei. Wir haben eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit und auch da wiederum, gerade mit Bayern, ist das Bundesland, wo am meisten Forschungsprojekte bestehen mit der Schweiz. Es kommt einfach auch von den Universitäten, die hier in Bayern sind, mit den ganz großen hier in München und dann in der Schweiz eben auch ETH und EPFL in Lausanne, auch mit der HSG. Es bestehen da ein außerordentlich
intensiver Austausch. Und das ist wichtig. Also für einen Innovationsstandort wie die Schweiz ist die Forschung unabdingbar. Und da arbeiten wir auch sehr intensiv daran, dass wir das mit Horizont Europa, wo wir im Moment ein nicht assoziiertes Land sind, weil da Verhandlungen laufen mit der EU, das ist eine unserer Top-Prioritäten, dass wir dieses wieder zum Laufen bringen und wieder voll assoziiert sind. Herr Staatsminister, da gehen wir doch mal bei dir auch gleich wieder weiter. Ja. Wir haben ja gerade, oder ich habe gerade gelesen, der Professor Hoffmann von der TUM hat gerade wieder eine tolle Auszeichnung erhalten, sozusagen. Wir haben mit unserer Hightech-Agenda in Bayern, glaube ich, einen sehr starken Motor geschaffen für Forschung, für Entwicklung und auch für Start-ups natürlich. Wie ist da dann dieses Konzept? Also ich habe das gestern auch gelesen und zwar mit großer Freude natürlich. Ja. Die EU ist wieder ausgezeichnet worden mit so einem Ranking als beste Universität Europas. Herzlichen Glückwunsch. Definitiv. Und das Schöne ist, dass sich da natürlich wieder auszahlt die Wissenschafts-, Innovations- und Forschungspolitik der Staatsregierung. Weil wir natürlich, und da haben wir jetzt wenig angefangen damit, das ist schon seit Jahrzehnten so, durch die damalige Hightech-Offensive unter Stoiber und jetzt eben durch Ministerpräsident Söder vor 5 Jahren ins Leben gerufen, die Hightech-Agenda, in der wir 5,5 Milliarden Euro bayerisches Geld investieren in 1000 neue Professuren, in 10.000 neue Studienplätze, in dem gesamten Deep Tech-Bereich, also Artificial Intelligence, Clean Tech, Luft- und Raumfahrt, also alle die Bereiche, von denen wir die meisten und zukunftsträchtigsten Innovationen erwarten. Und natürlich ist eine Wissenschaftscommunity nie singulär bezogen jetzt auf die wirklich tollen Exzellenzunis, die wir ja mit der TU und der LMU in München haben, sondern auch bezogen auf die anderen Hochschulstandorte und natürlich in der internationalen Kooperation. Da ist klar, dass TU und ETH halt Universitäten sind, die international mithalten können mit dem Imperial College, mit Stanford, mit dem MIT in Boston. Und da sitzen die klügsten Köpfe und um die konkurrieren wir natürlich, aber gleichzeitig über das Horizon kooperieren wir natürlich auch. Und das bringt uns insgesamt voran und das bringt uns auch als Europäer voran. Wir müssen natürlich schon auch jetzt die nächsten Jahrzehnte irgendwie in den Blick nehmen, wie wir mit der internationalen Konkurrenz mithalten können. Und da sehen wir ja Asien als stark aufstrebende Region, China natürlich in erster Linie, Indien. Aber uns geht schon auch darum, wenn wir viel reden von resilient sein, nicht abhängig sein von Einzelnen. Das heißt, wir müssen auch das Know-how selber hier schaffen. Und Teil der heutigen Agenda ist es eben auch im Bereich der Start-ups, im Bereich der Mittelstandsförderung. Also wie bringe ich immer diese ganz tollen Innovationen, wie bringe ich die mit viel PS auf die Straße? Wie mache ich das nutzbar auch für mittelständisches Unternehmen? Da haben wir die Technologietransferzentren in jedem Landkreis, was also eine sehr erfolgreiche Kooperation ist, einfach um insgesamt dann wieder dieses Ökosystem zu schaffen, das attraktiv ist für Unternehmen wie ihr es oder für viele andere. Das bringt mich eigentlich auch gleich mal in die nächste Stufe sozusagen. Wir reden immer über die Schweiz, wir reden über Bayern, über Deutschland insgesamt. Infrastruktur hört ja nicht an der Grenze auf. Ne? Es geht ja immer weiter. Wir stehen hier, wie du auch gerade gesagt hast, mit Asien im Mitbewerb, wir stehen mit den USA im Mitbewerb. Wie können wir denn sicherstellen, dass wir in diesem Tempo auch international mithalten können und da nicht den Connect sozusagen verlieren? Vielleicht erstmal an dich, Kasper. Ja, also die Konkurrenz nicht aus dem Auge verlieren, glaube ich, ist wichtig und dann diese Vision entwickeln und die mit Gestaltungsfreude, also auch politisch voranzutreiben und umzusetzen. Und ich denke, da sind wir in Bayern eigentlich gut unterwegs und auch schon lange gut unterwegs, aber da darf man halt nie nachlassen. Das ist ein Marathon. Das ist nicht ein Thema, sondern es sind mehrere und es werden auch mehrere kommen. Ich glaube, da braucht es anhaltenden politischen Willen zur Vision und zur Gestaltung und Umsetzung dieser Vision. Du hast die doppelte Brille sozusagen. Du siehst Deutschland natürlich als unseren Heimatmarkt sozusagen, aber du kommst natürlich aus dem Osten, sehr viel Input auch mit. Wie siehst du jetzt dann unsere Connect? Also grundsätzlich ist Deutschland ganz gut aufgestellt, das ist keine Frage. In der Wirtschaft würde man sagen, was ist das Asset? Ja?
Und das ist natürlich schon der stark ausgeprägte industrielle Grad, den wir in Deutschland vorfinden. Ja, das wissen wir, das ist so 50-50. Du bist ja auch im German Mittelstand. Da sind auf der einen Seite die großen Player. In Bayern haben wir die großen Automotive, Siemens und andere. Aber natürlich auch ganz viel Mittelstand, ja, der ja das bekannte Rückgrat sozusagen der Wirtschaft, der Industrie ist. So, und das ist nach wie vor, würde ich schon sagen, die Kronjuwele die Kronjuwelen von Deutschland, wo man jetzt gerade auch so im komparativen oder im Vergleich mit anderen Regionen ganz gut dasteht. Ja? Und da gilt es halt, die sozusagen in die Digitalisierung zu bringen oder zu digitalisieren. Ja? Also wenn man da über Dinge spricht wie digitaler Produktpass, Production on Demand und so weiter, da gibt es noch ein bisschen was zu tun, aber das, glaube ich, da sieht es ganz gut aus. Wenn wir jetzt über die generelle Infrastruktur sprechen, über die wir jetzt ja schon gesprochen haben, also jetzt die Glasfasernetze etc., ist es ganz okay in Deutschland, ja, so, aber es ist sicherlich nicht top. Also gerade wenn Sie nach Südkorea gehen, wenn Sie nach China gehen, das natürlich, wo da der Mobilfunkausbau steht oder auch gerade der Glasfaserausbau, das ist schon nochmal eine andere Qualität. Jetzt hat Caspar ja schon gesagt, man kann da nicht mal Äpfel mit Birnen und vergleichen. Zum Beispiel, wenn in China in Regionen sogenannte grüne Wiese-Projekte entstanden sind, ist es natürlich einfacher, als wie wenn Sie hier in Deutschland eine sogenannte Legacy haben, wo beispielsweise Kupfernetze schon seit 100 Jahren unter der Erde sind, die natürlich noch eine Relevanz und auch noch eine Möglichkeit darstellen. Deswegen kann man es nicht so 1:1 vergleichen. Aber man muss festhalten, diese Infrastrukturen werden dort ambitionierter und vor allem schneller ausgebaut. Und da wäre schon meine Empfehlung, oder wenn ich dem Panel was mitgeben möchte, dann wäre es das Thema Speed. Ja? Also wie werden wir zukunftsfest? Das eine ist, hatten wir am Anfang schon ein bisschen diese Vision, da können wir jetzt immer noch mal sprechen und da hatten wir auch schon Diskussionen. In Deutschland versuchen wir jetzt bis 2030 bei den Gigabit-Netzen da ein Gig zu realisieren. Die Schweiz macht übrigens 10. Das könnte man noch natürlich höher setzen. Das ist immer die Frage so der Ambition. Das ist das eine, dass man wirklich immer in die Zukunft denkt, weil wir müssen ja immer die Infrastruktur nicht denken für den Bedarf von heute, sondern den Bedarf eigentlich von übermorgen. Ja? Und das ist sozusagen die hohe Kunst und das Schwierige. Und das andere ist wirklich Speed. Ja? Also ich habe natürlich sehr wohlwollend gehört, was der Staatsminister gesagt hat jetzt für den Mobilfunkbereich, dass die Erleichterungen in den Genehmigungsverfahren kommen, zum Beispiel mit den Masthöhen. Ein anderes ganz, ganz wichtiges Thema ist die sogenannte Genehmigungsfiktion. Also sprich, man kann als Betreiber so einen Mast erstmal aufstellen, auch wenn die Genehmigung nicht vorliegt. Das wird sozusagen unterstellt. Und wenn es dann im Nachhinein bei der eigentlichen Genehmigung zu Problemen kommt, dann muss der halt wieder rückgebaut werden auf Kosten des Betreibers. Ja? Und das sind so Paradigmenwechsel, die wir unbedingt brauchen an ganz vielen Stellen, um einfach mehr Speed reinzubekommen. Das ist wirklich das absolut Zentrale. Das würde mich interessieren. Du hast ja den Blick von außen sozusagen auf Europa, weil ihr ja, du hast ja vorhin noch angesprochen, eine Insellösung seid in Europa natürlich und natürlich auch auf uns, auf Bayern. Wie ist denn so der Blick sozusagen von euch auf diese Thematiken? Wie seht ihr uns dort im Wettbewerb sozusagen? Also in einem gesunden Wettbewerb? Können wir mithalten? Sollen wir mithalten? Ja, also ich denke, das ist schon, wie gesagt, da spielen wir in der gleichen Liga. Die Schweiz ist eine Insel, ja, im Sinne von, weil wir sind ja nicht Mitglied der EU, aber unsere Politik ist ausgerichtet, dass wir eben im Herzen Europas sind und auch mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten in sämtlichen Bereichen. Und da haben wir dieselben Herausforderungen. Die Schweiz ist exportorientiert, das ist dort schaffen wir unseren Mehrwert. Wir sind auch gleich Mittelstand, also 99% der schweizerischen Firmen sind KMUs, das heißt weniger als 200, also bis zu 250 Mitarbeiter. Aber sehr exportorientiert sein, um eben auf dem Weltmarkt bestehen zu können. Arbeiten da auch sehr stark in Nischen natürlich auch. Das ist unsere Spezialität. Einfach das ganz hohe Fachwissen, das bringen wir ein, aber dafür müssen wir natürlich auch kämpfen. Das ist klar. Wir hatten letzte Woche Montag war das, glaube ich, die ehemalige österreichische Digitalministerin, die Margarete Schramböck, auch bei uns hier gehabt, die jetzt bei Aramco im Aufsichtsrat sitzt und das Digitalthema vorantreibt. Die hat mich auch natürlich in diese Richtung gefragt, wie sieht sie uns und wie stark und wie wichtig ist der Partner Deutschland, auch aus der Brille von außen, und wurde auch bejaht, dass wir ein starker, wichtiger Partner sind. Haben wir momentan
ein Minderwertigkeitskomplex? Also reden wir uns oft selber schlechter, als wir eigentlich sind? Na, das kann ich gar nicht so beurteilen, das könnte schon sein, aber Tatsache ist, wir brauchen den nicht haben. Also wir sind, was die Digitalisierung im Hightech-Bereich betrifft, da sind wir natürlich super. Ja, da haben wir mehr Hochleistungs-Superrechner in Bayern an den Instituten stehen als zum Beispiel in Südkorea, ja, und in anderen solchen Ländern, wo wir halt wirklich den Nachholbedarf haben, das teile ich. Das ist sozusagen diese Alltagsdigitalisierung, die natürlich für die Bevölkerung viel relevanter ist, weil wer von uns arbeitet schon mit einem Supercomputer, das machen halt Forscher und so, aber um Quantencomputing voranzubringen, das ist unser Anspruch. Aber der Anspruch muss ähnlich sein, auch bei der Alltagsdigitalisierung. Und da sehe ich das genauso mit dem Speed. Das ist der entscheidende Punkt. Und wie komme ich auf Speed? Indem ich einfach die Hürden aus dem Weg räume. Ja? Einer läuft schneller, wenn er nicht ständig über Hürden springen muss. Und das passiert, indem man entbürokratisiert, indem man Verfahren vereinfacht, Verfahren beschleunigt. Digitalisiert. Zum Beispiel digitalisiert. Gerade im Förderbereich ist das wichtig, haben wir auch angepackt. Also wir sind in vielen Bereichen gerade dabei, das zu tun. Ja? Aber auch aus der tiefen Überzeugung heraus, dass wenn wir das nicht tun, das verheerend wird. Ja? Also wir müssen schneller werden, wir müssen entbürokratisieren und dann muss man aber halt auch als Gesellschaft dazu bereit sein, dass man eben nicht, dass man dann auch Lücken in solchen Regelungen akzeptiert und sagt, da wird halt jetzt ein Mast aufgestellt. 4 Jahre geklagt und dann am Ende dasselbe Ergebnis zu haben oder das wird jetzt aufgestellt. Das ist bei der anderen Infrastruktur ja auch. Bei den Netzen, also bei den Kabelinfrastruktur, bei der Schieneninfrastruktur, überall dort, wo wir diese Speed brauchen. Da müssen wir weg von diesen komplexen Verfahren. Energie auch ganz wichtig, Energietrassen. Genau, die Stromtrassen. Ja. Also wir sehen, wir haben trotzdem viel Arbeit, aber viel gemeinsam. Das finde ich sehr schön. Wir haben zukunftsträchtige Unternehmen und Partner an Bord hier in Deutschland, die uns helfen können, die auch in der Schweiz aktiv sind und um es sozusagen gemeinschaftlich emporzuheben. Ich muss die Runde jetzt leider schließen. Uns wurde das Bier leider nicht gebracht, deswegen machen wir Tradition und Transformation. Eine doppelte Portion beim Essen, ja. Gehen dann rüber in die Tradition und werden dort noch ein kleines Bier, natürlich alkoholfrei oder was auch immer. Das ist eine trockene Angelegenheit. Die sind eigentlich ungewöhnlich, deswegen sorry nochmal dafür. Normalerweise haben wir hier immer was zum Trinken, heute hat es nicht geklappt, aber es ist der 10. Tag oder der 12. für die Wiesenleute. Gnädig sozusagen. Ich bedanke mich in dieser Runde ganz herzlich. Was ich spannend fand, ist dieser Move. Das bringt mich vielleicht auf einen kleinen Teaser sozusagen. Wir haben vor, nächstes Jahr eine Reise, The Road to Singapore zu machen, und zwar mit einem Auto oder mit mehreren Autos. Wollen wir von München nach Singapur fahren, dort an gewissen Stationen das Thema Transformation, Digitalisierung erlebbar machen wollen und freue mich da auf eine spannende Reise, die ungefähr 6 Wochen dauern wird, mit vielen Zwischenstationen, die auch hoffentlich ein Teil des Weges von dir bestritten wird und ein Teil, dass du auch mal gerne mit dabei bist. Also es können sich Leute gerne dieser Tour anschließen. Das war ein kleiner Teaser, genaueres kommt noch am Ende des Jahres sozusagen von unserer Seite aus. Ansonsten herzlichen Dank an euch alle. Spannende Diskussion. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, wir tun vieles zusammen. Ein wichtiger Punkt ist miteinander reden und das haben wir heute wieder geschafft. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir begrüßen morgen Chabra zu unserem Finale. Der letzte Digi-Wiesentag ist morgen und zwar werden wir über Xengen sprechen. Also wie macht man heute mobiles Arbeiten, mobiles Working? Wie erreicht man Sichtbarkeit für sich und seine Marke? Darüber sprechen wir morgen. Wir haben ein spannendes Thema dazu und eines auch schon wird, ich habe es selber noch nicht gesehen, wir machen einen Schurplattl-Wettbewerb. Mal schauen, ob wir das auch so einigermaßen... Machst du damit? Ich mache leider mit, ich wurde verpflichtet. Ich dachte, ich kann als Moderator so ein paar Gags raushauen, funktioniert leider nicht. Also, ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Morgen wieder 11:15 Uhr im Livestream. Danke an die Runde, danke an den Staatsminister, danke an dich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr beide auch ganz herzliches Dankeschön. Und auch hier unten ans Publikum. Danke, danke und wir machen Schluss. Servus, ciao und Baba.